Heißer, der Kochtopf. Ja, so ungefähr fühle ich mich gerade. Willkommen zurück hier zu Omega Rubin. Tja, unser Team ist momentan noch ganz gut dabei, noch keine Niederlage und so. Und ja, Chaos, Jungblut und der nette kleine Kai. Eieiei, ja, da muss ein bisschen trainiert werden. Aber ich glaube, mit seinen Evas und so hat er schon mal einen guten Einstand hier. Also gut, ihr werdet den Gefallen tun und gegen dich antreten. Jo, dankeschön. Also ein Gespenst auf Level 20 kann ich sicher hier einsetzen. Den eher schon früher. Das ist Level 15 und so. Oh, ein Meditier. Das kann übel werden. Ganz ehrlich, Kampfpsycho? Ja, toll, mach jetzt da. Also, was ich jetzt hier mache, ist fehl. Kampf bringt nichts in Kampfpsycho vor allem. Steinhang wird auch viel bringen, der genauso wenig. Es ist einfach nur zum Mäusemelken. Deswegen erstmal, ja, voll drauf. In der Hoffnung, dass er jetzt eine Attacke einsetzt. Puh, Glück gehabt. Bei Feuerschlag hat er mir wohl kaum gekillt. Naja. Meditation, Meditation. Also kommst du nicht mehr, denn jetzt bist du down. Down. So, und was? Wie stark bist du denn? Ja, wie stark bist du denn? Beziehungsweise, wie schwach bist du denn? So, was kann ich mehr? Bin ich von dem hergekommen? Ich fürchte schon. Nö. Das Neue, bringt mir gar nichts. Toll. Wieder zurück. Das muss ich anders machen. Wupp. Wird schon wieder. Immer wieder, Kumpel, immer wieder. Da ist da einer im Wasser. Ah, das ist wundersam von dir. Jetzt ist eine große Mühe haben, eine Ninja-Kunst der Tarnung im Dampf zu durchschauen. Wow. Ich bin beeindruckt. Der Raphael, ein Smogon. Ganz ehrlich, ein Smogon kann nichts gegen mich. Da kannst du mir auch Hitzekohle beibringen, das bringt nix. Ein heißer Flammenwurf. Hat zwar ein bisschen wehgetan, dafür ihn kein Problem. Ja, Flammenwurf, eine gute Frage. Bezüglich halt Jungblut, wa? Und zwar, wie trainieren wir es? Machen wir es eher speziell? Machen wir es physisch ausgerichtet? Ich würde sogar sagen, wir machen einen Mix draus. Sprich, physisch und speziell. Weil nur das eine oder das andere. Ich meine, klar, Kampfattacken sollen schon eher physisch sein, weil das auf die Stärken drauf. Also auch ein Fokusstoß, aber trifft halt eher seltener, wa? Feuerattacken, physische, die meisten entweder zu schwach im Vergleich zu den speziellen, oder aber dann sind sie das reine Selbstmord-Kommando, wa? So, zum Beispiel Flammenblitzen, so, ist natürlich von dem her ein little bit doof. So, der entwickelt sich schon bald. Und das sogar ohne Wald. Aber natürlich mit meinen doofen Sprüchen. Hallo? Kann ein Pokémon-Team die Hits meiner Pokémon wegstecken? Steck dich gleich weg in so eine Tasche. Der Utbert. Welcome back to the crazy names. Ein Schneckmock. Ich glaube echt, ich trainiere da unser Chaos da auf Speed. Weil man, es kommt total unerwartet. Jeder denkt doch, oh, so ein Stolunio, Stolrak oder Stolos, wer auch immer, da ist das total voll der crazy Typ im Sinne von, ja, da ist so, ja, da voll auf Verteidigung spezialisiert und so, total langsam, alles auf KP, Verteidigung etc. Dann kann man da voll mit dem voll Angriff, voll Speed, wobei halt voll Speed bringt nicht viel. Okay, Kecleon, relativ einfach, wenn man zuerst treffen könnte. Was? An schlecht. Okay, nee, wieso was? Was anderes hat den Typ normal sowieso von Anfang an. Ja, ist natürlich so. Kecleon wäre den Typ. Und so, sobald wir eine Attacke einsetzen, nimmt er dessen Typ an. Jetzt hätte er zum Beispiel den Kampftyp, natürlich bringt es nicht mehr viel, weil er ist bereits down.
Aber das Kommen zum Beispiel, das ihr jetzt so gut machen könnt, zuerst mal Steinhagel und danach noch Eisenschädel. Kai! Und das war's schon. Und Leute, ja, eine weitere Entwicklung. Ist das nicht nice? Nanu, Chaos entwickelt sich. Ja, man stellt euch vor, das tut es. Und da kriegt noch viel mehr Power in der Defense. Ein Stuhlrak. Dann Chaos zu einem Stuhlrak. Toll, und jetzt hat es kein Spitznamen mehr oder was? Nö, natürlich hat es nicht mehr noch, aber es ist einfach, ja, was an, wieso. Ich muss jetzt stehen, ein Stuhluni hat sich weiterentwickelt, so ein Stuhlrak. Robustheit natürlich auch immer geil. Ja, wir hatten eigentlich schon eine coole Idee, war Robustheitsfähigkeiten irgendwie noch. Ja, wie heißt es wieder? Steinpolitur ist für Gesteins-Pokémon, ja sowieso. Initiative verdoppeln, aber sowieso viel drauf, nach dem Kraftkoloss, Steinhagel oder halt Steinkante, Eisenschädel voll draufhauen. Das wäre schon echt nice und das ohne Scheiße. Also Spezialverteidigung ist viel zu tief, muss ich nicht trainieren. Und dann neu züchten war und dann halt mit dem richtigen Wesen und einem richtigen E-Haushalt. Kai ist bereits im nächsten Levelbahn, will man sagen. Chaos hat fürs erste genug getan, kommt mit meinem Jungblut dran und dann natürlich nachher auch schon bald der gute Kai. So, jetzt geht es ja noch weiter. Aber was ich natürlich vergessen habe, ist die Mitte zu gucken. Was passiert zum Beispiel hier? Der gar nichts weiß. Nur, oh, Flamme stund uns, okay. Aber ich kann ja sonst nichts machen. La 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 la. Hilfe. Und wir fallen. Und nächster Hitzkopf. So schafft das aussieht, dass sie sicher in welchem heißen Wasser hier ausruhen, oder? Kannst du vergessen, Alter. Ja, ist klar. Denn das sind halt voll die Spießverderber. Spielverderber. Spießverderber. Die Spießer und Spielverderber. So rum mit dem Schuh draus. Okay, Junge, war es noch 4 Level, war. Die Entwicklung, das dauert dann noch seine Zeit. Alter. Da wieder keine Bodenattacke. Oh, das geht. Zuckt er kaum zurück. Er sinkt stark um 2 Stufen, fällt der Spezialangriff, er ist schon übel. So, sehr schön. Säuselstimmen, was ist denn das? Oh, Moment, das ist eine Feenattacke. Ihm immer mentalen Schaden zufügt. Er trifft also immer. Nö, das war so behalten noch. Aber eine Feenattacke ist natürlich schon nice, aber jetzt mal nur 40 ist ein bisschen wenig. Und 20 auch für Drachen und so haben wir sowieso einen Eisstrahl. Also braucht's das ja sowieso nicht. Ich hoffe, wir haben noch 1, 2 Trainer vor mir, weil jetzt direkt schon zu Flavia zu gehen. Nein, ich bin direkt bei ihr. Scheiße. Bisschen früh für meinen Geschmack, aber okay. Erst Level 11, ey. Erst Level 11. Leute, das kann so in die Hosen gehen. Jetzt vorne trainieren sollen. Ja, ich weiß. Eigentlich müsste es echt extrem viele KP bekommen. KP sage ich schon. Erfahrungspunkte bekommen. Da täuscht mich auch nur, wa? Na, mal schauen. Also auf zum Kampf gegen Flavia. Jetzt wird's richtig heikel. Was macht die Alte da? Hallöchen! Hä? Ich meine natürlich, da bist du endlich!
Das ist schon, du Winzling, schaffst es nie her. Sag mal, geht's nicht gut? Die ganzen Dämpfe, warte, ich steige zu Kopf. Ich meine natürlich, mein Name ist Flavia, merken dir gefälligst. Ich bin die Einladung, kapiert? Alter, muss ich nervös sein, ey. Ich rate dir, mich nicht zu unterschätzen, ja? Ich habe unter eines Großvaters geehrt, wie im Anime. Nach den heißen Attacken, die wir in dieser Gegend entwickelt und verfeinert haben, jawohl! Feuer frei! Was mir schade finde, dass man nie gegen ihren Großvater antreten kann. Naja. Alles klar. Oh, Nummer 4, der Hitzeorden. Wie stark ist wohl ihr Schneckmark? Schneckmark. Melothek. Schönes Pokémon, war 15 Level Unterschied. Also sind wir schnell. Was? Alter, fast gekillt. 15 Level Unterschied. Alter, das ist noch richtig geil. Alter, nachher Mekago. Feuergestein. Dann kommt natürlich noch, oh. Noch Lichtschild, hey. Ja, da bringen sie nicht sehr viel, aber okay. Feuer-Pokémon verbrennen, ich glaube, daraus wird nichts. Ich kann langsam mein Milotic vergessen. Worauf nachher kommt Kurtel, man sieht Toxin, nein, das wird richtig nice. So, haus es endlich mal ab. Wow, ui. Der hat die Attacke echt überlebt, ich glaub's einfach nicht. Schneckmark. 415 speziell, ist nicht gerade viel. Also gar kein Mekago, wa? Ist natürlich hier so ein Kamaup, ja, was macht jetzt am besten? Verdammt, hey. Ist natürlich Feuerboden, war deswegen vierfach Wasserschaden, aber durch Sonnentag plus Lichtschild komme ich da gar nicht mehr durch. Ich muss ihn erst heilen. Oh nein! Stahlgestein, vierfach Schaden und tschüss! Das war fies, Mann, der kann ja doch nichts dafür. Ja, doch natürlich schon, aber das war nicht so geplant. Scheiße. Mist, Mann! Erstmal ein Supertrank, von der übertrieben war. Nö, der 42 KP, hallo. Okay, haut natürlich auch rein. Gut, vorher ist bald wieder weg, jetzt fehlt unter dämlicher Lichtschild. Mann, hör mit der scheiße Attacke auf. So, jetzt reicht's. Jetzt muss ich es versuchen. Ich versuche. Wertkräfte kann nicht zu viel machen. Alter, trotzdem überlebt es noch. Wir sind immer noch reinziehen. Immer noch 15 Level, Freunde. Ja, sag's ja. Und weg. Vierfach Schaden, einfach weg, hey. Ja, 3. Das gefällt mir soweit schon mal. Nö, behalten wir. Ich muss eigentlich nur schnell so eine Kurtel, ist so langsam, ganz ehrlich. Ein Toxin, das ist das Gemeine daran, Toxin vergiftet schwer. Das heißt, der Schaden, den Kurtel nimmt, wird von Runde zu Runde mehr und mehr. Jetzt mal Jungblut rein. Jetzt muss ich extrem gucken. Habe ich einen Beleber? Ich hoffe sogar, ich habe mehrere. Sehr gut. Okay, jetzt mal Chaos zurückholen. Hat einen sehr kurzen Auftritt. Gut, jetzt schauen wir noch Bodyslam ein. Also ganz ehrlich, mein Kampf auf Alpha Saphir ging ein bisschen schneller vorbei.
glaube pro Pokémon eine Attacke. Ich glaube kurz aber 2 gebraucht, stimmt. Da ist er übel drauf, ey. Ja. Alle sollen zurückkehren! Okay, normaler Schaden. Ja. Also natürlich stark. Nur zwar also 2 Stufen weniger. Und bereits doppelt so viel. Tja. Hat echt nur Body Slam und Hitzekoller drauf? Hat's ein bisschen überraschen. Okay, hoffe, das reicht langsam hier mit zurückholen und so. Aber langsam keinen Bock mehr. Ja, oh nein, schon Sonntag. Schon Tag, was? Ja, schön sonnig. Da müsste ich eigentlich viel mehr abziehen. Hey, bin ich jetzt? Toxin ist doch wirklich eine Attacke, die doppelt so viel. Moment mal, was stimmt hier nicht? Toxin müsste viel mehr abziehen. Oder hat es das mittlerweile geändert? Und es sind nur noch statt Faktor 2 nur noch 1,5 ab. Na, ich glaube, irgendwann hört es mal auf, ja. Schade. Okay, Leute, muss man sagen, Kai hat seinen Auftritt auch schon. Chaos eigentlich auch. Wer nimmt jetzt eigentlich hier den Endspurt hin, wa? Wird doch unser frisch entwickeltes Chaos. Spielt natürlich Stuhlrack. Und das war's. Yeah, Mann, ganz geil. Eine Windhose. Nee. Eine Unterhose wird's besser, aber. Und Level 33. Geil. Ich glaube, beim Kämpfen nicht zu verkrampfen. Lustig, weil der Kampf ging irgendwie ähnlich aus wie auch im Anime zwischen Ash und Flavia. Ich habe sehr versucht, jemand zu sein, der ich gar nicht bin. Ich muss die Dinge auf meine eigene Art angehen, sonst wäre ich nur meine Pokémon. Danke, dass du mich das gelehrt hast, dafür hast du dir das hier verdient. Der Hitzeorden, und wisst ihr was, Leute, jetzt können wir endlich zu unserem Vater gehen, nach Blütenburg City und den nächsten Orden holen bereits. Ja, wird echt direkt jetzt schon gehen, aber es ist noch ein bisschen zu früh. Hitzekoller, auch eine coole Attacke. Stark gesenkt, ist nicht geeignet. Ja und nein, also kann man so und so sehen. Wie gesagt, theoretisch kann man natürlich auch so machen, oder? Ich habe eine physische Attacke. Also sprich, ich trainiere Jungblut oder Logok nachher so. Ich habe 3 physische Attacken, zum Beispiel irgendwie Kampfattacke halt, von mir aus auch Sprungkick oder Turmkick oder so etwas in der Art. Dann habe ich hier noch einen Feuerfeger. Dann hätte ich hier zum Beispiel einen Hitzekoller. Und noch einen Donnerschlag. 3 physische, eine spezielle. Dann kann es mir da eigentlich egal sein, ob ich jetzt hier. Ja, im Prinzip kann ich dann pro Kampf oder pro Match, sag ich jetzt mal, wenn du gegen 6 Pokémon antrittst, kann ich trotzdem zweimal einen Hitzekoller einsetzen. Weil die anderen Attacken sind nicht davon berührt, nur die Hitzekoller selbst. Und der ist stark genug, damit er auch 2 Runden übersteht. Also 3 übertrieben, aber 2 geht. So, geil, geil, geil. Ja, jetzt können wir direkt zu unserem Vater gehen, unserem Vati. Will ich aber noch nicht machen. Und zwar aus dem Grund, weil es echt noch zu früh wäre. Also macht es schon bald, ich mache da keine große Pause. Weil wir haben sowieso nur einen Hitzekoller, können also nicht viel mehr machen. Aber wir könnten natürlich jetzt, ich hoffe es kommt gleich noch, was anderes machen. Ein bisschen Kite trainieren und so. Dann will ich im nächsten Part noch unser Planas entwickeln, also sprich Kokiri. Und so natürlich zu Tengulis entwickeln. Dann im übernächsten Part, wenn es nach Jungblut entwickelt, zu Logok, dann gehen wir nach Blütenburg und holen uns im 5. Orden nach. Gibt sowieso eine lange Pause. Weil nachher, Leute, ganz ehrlich, können wir echt viel machen. Dann nehmen wir Surfer drauf und dann geht's richtig ab. Ein heißer Kampf, stimmt, der war am Ende noch ziemlich knapp, obwohl Toxin hat schon vieles rausgehauen. Ich kämpfe nicht jetzt.
Michael, es geht dir gut, da fällt mir ein Stein vom Herzen. Das ist inzwischen für ein Team Dingsbums, aber... Dingsebumse, haben wir ein bisschen sorglich gemacht, weißt du? Was, du hast nochmal gegen diese Leute gekämpft? Und du hast gewonnen? Du bist eine Wucht, Michael. Ich habe großen Respekt vor dir in deinem Team. Das ist schön, von den Stein, den du dort hast. Ist das der Meteorit, den du von denen zurückgeholt hast? Jo. Ach ja, hier, das wollte ich dir noch geben. Das Wüstenglas, mit dem können wir endlich durch die Wüste marschieren. Natürlich perfekt, um Kai zu trainieren. Warte mal, das ist ja der enorm von Baklava-Stadt. Du hast also Flavia besiegt, Michael. Ein hartes Training hat sich offenbar bezahlt. Ja, hoffentlich, ey. Wenn das Reiseziel ist bestimmt die Arena deines Vaters Norman in Blütenburg City, wa? Ich will übrigens auch nach Blütenburg City. Zusammen hingehen? Was meinst du, Michael? Nö, noch nicht. Ich bleibe ein Weilchen hier, wa? Komm einfach wieder, wenn du das Gefühl hast, du willst losgehen. Werden wir vielleicht machen, Leute, aber jetzt, oder beziehungsweise in den nächsten Part, will ich hier noch ein bisschen umgucken und so. Und dann, wie gesagt, noch ein bisschen Plans entwickeln, so Tengu-List und die Wüste durchqueren. Das alles an dem nächsten Part. Und dann übernächsten werden wir unseren Vater besuchen. Ich glaube auch vorher sogar noch jemand anderen besiegen, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, könnte sein, wa? Tja. Unser aktuelles Team, Leute, zieht es euch rein. Es ist so geil. Ich muss die richtige Reihenfolge haben, später natürlich, wie wir sie gefangen haben. Lalalala. So, dann haben wir natürlich erstmal Jungblut, den Start. Haben wir, glaube ich, guck hier an zweiter Stelle, wa? Dann kam Atomic. Dann Chaos und zum Schluss Kai. Echt einmal, für Level 4 sind die Werte schon extrem geil. So reinziehen gleich schnell wie Chaos, obwohl es Chaos ja ein Wesen auf Initiative Plus hat. Was gerade auffällt, hier fehlt noch der Pokerus. Aber gar nicht mehr nötig, wir haben hier voll eine EV, also können wir den Pokerus ersparen. Expertengurt. Guck hier mit wundersamen Jungblut mit wieso eigentlich Metronom? Wenn wir sich was dabei gedacht haben. Bedacht haben vor allem. Gedacht haben natürlich. So Leute, in diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Part dann wieder hier bei Pokémon Omega Rubin mit unserem Feuerkampf, Pflanze Unlicht, Psychofee, Gesteinsstahl und Wasser-Pokémon. Terra 6. Der kommt wohl erst nach der 6. Arena, weil bis wir den noch haben, so richtig gesucht haben und so, man natürlich alles offscreen auf Alpha Saphir. Das kann noch dauern. Ein nettes kleines Kindwurm, war. Bis dahin, tschüss.